So, Freunde, weiter geht's zurück bei New Pokémon Snap im Abschlussspurt. Heute gehen wir zum Lentio Meeresgrund. Ich habe da, wie bereits erwähnt, offscreen mal auf Level 3 gezockt, ohne halt neue Pokémon zu fotografieren, weil die will ich immer onscreen, also im Let's Play machen. Da das Training ein bisschen mühselig war, hat es sich hoffentlich gelohnt, denn es gibt hier einige neue Pokémon und eines davon hat auch mit einem Landturm zu tun, was sehr, sehr wichtig ist. Oder sein soll zumindest. So. Dann haben wir die Dinger hier, okay. Ist noch eine schöne Nahaufsicht oder Nahaufnahme, sehr gut. Dann haben wir da noch etwas. So, wir wissen, dass es hier noch eine Abkürzung gäbe. Der Wummer schon wieder da. Die Frage ist, braucht es Wummer überhaupt noch? Ne, okay, kann so durch. Hä? Jetzt sagen wir mal die Abkürzung hier. So. Die Dinge sind irgendwie auch neu, also ab hier wird einiges neu sein. Es gibt hier unten auch noch einen Alternativweg, der ganz wichtig ist. Und eben damit, da hat es irgendwie auch mit dem Landtouren zu tun. Das alles noch zu aktivieren, also sehr gut aufpassen. Lampi sehen wir relativ schnell, aber wir brauchen einen Landtouren. Da vorne gesehen, da ist noch ein Starmie. Da ist er auch neu. Die Frage, ob ich jetzt das Landturm bereits verpasst habe, war ich irgendwie gerade so doof, sag ich jetzt mal, oder kommt das erst noch? Wir sind das erste Mal Stufe 3 drin, deswegen will ich jetzt nicht irgendwie schon alles vorwegnehmen. Und mich schon zu sehr doch schon spoilern lassen, irgendwie, oh, du musst das so und so machen, ein bisschen was und doch noch irgendwie selber rausfinden. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir schon zu spät dran sind, wa? Sag mal. Landturm, kannst du bitte mal stehen bleiben? Landturm hätten wir. Hallo, Weilord. Aber, ja, ich glaube. Weil die Frage ist halt, wir gehen ja nach unten. Warum ist jetzt Landturm nach oben geschwommen? Das irritiert mich halt leicht. Aber hey, kein Ding. Kriegen wir schon noch raus. Die Lumineon-Viecher, ja, ja. Wird es jetzt Erfolg haben und das Perlo erwischen? Da gibt es ihn noch an der falschen Stelle, ich glaube schon. Wow, wow, wow. Yeah, ich bin Starmie! Ich bin ein Wasser-Pokémon, kann aber Donnerblitzer lernen. Geil, was?
Oh, Tektas läuft herum. Das sieht man auch selten. Das ist nochmal ein Wummer. Du bist aber ein großer Wummer. Oh, haben die mehr so viele Fotos, okay. Ja. Bis anhin eigentlich nicht so schlecht. Okay, aber so wie ich sehe, fehlen uns tatsächlich nur noch 2 Pokémon. Da in das Landturm. Wieder. Aber ist zu spät, wenn das richtige. Ja. Wir hätten das andere Landturm. Nicht wie irgendwie, keine Ahnung, was wir damit hätten machen sollen. Okay, empfehlen uns aber hier noch Lapras und eben noch ein legendäres Pokémon. Also gleich nochmal rein und nachher eben nochmal den, also den, nicht Alternativweg, sondern normalen Weg nehmen, weil dort ist dann auch noch was. Weil im Landturm ist jetzt eigentlich von dem her kein neues Pokémon gewesen, aber das haben wir jetzt halt hier zum ersten Mal gesehen. Ne? Deswegen jetzt hier auch so dargestellt. Was nehmen wir jetzt irgendwie im Bild? Das hier, ja komm. Da hat noch ab und zu ein paar Bilder, die Pokémon normal aussehen. Tektas gebückt. Please check it out, Professor. Mamulida, Mamulida. Ja, ich bin der Leader. Shinake da und besto Timinge. So, wie wir jetzt noch gegeben haben, aber wenn wir jetzt noch ein paar neue Pokémon gesehen haben. Ja, eben. Nee, in den Winkel noch nicht so ganz. Also, wir gehen auch mal ganz so zurück zum Landturm, auch wenn es dort irgendwie, weiß auch nicht, eine doofe Position war. So, gucken, wo dort Landturm ist. Da muss ich irgendwie schneller dort sein und einfach halt besser aufpassen. Ja, schwierig kann sie eigentlich nicht sein. Pass dich auf. Jo, dankeschön. Miau, miau. Mhm. So. Kann der mal bitte vorbeiziehen? Hier ist kein Land und ich sehe hier ein paar Lampis. Da oben ist noch eins. So Lampis, ja, die sieht man. Okay, wir sind schnell unterwegs oder was? Weil der macht gar nichts. Den Tox da hinten? Okay. So. Also irgendwo da unten war das Landturm, war?
kann man es. Genauso wie zuvor, da gibt's doch nicht, hey. Da. Hä? Wo ist Anton jetzt hin? So. Das müsste es, glaube ich, gewesen sein. Genau, jetzt schwimmt Lantum vor uns. Super. Und soll uns zu einem neuen Ort führen. Ah, dort. Sehr gut. Tja, Freunde, welches legendäre Pokémon könnte wohl tief unter dem Meer sein? Natürlich, Lugia. Wollen Sie mich auch aufwecken oder so? Ah. Wir kratzen aber nicht weg, Loch. Hä? Warte mal, mach ich irgendwas falsch? Hä? Also hier sind 2 Kristallblumen. Okay. Angeblich sollen hier 2 Kristallblumen sein, ich sehe aber die zweite gerade nicht. Okay, dann könnte man Lugia wecken. Gut. Wissen das jetzt auch? Warte, man kann ja jetzt eigentlich raus, wa? Der Kundenbär geht nicht mal. Oh, scheiße. Im neuen Areal nehme ich jetzt mal an, dass es deswegen nicht geht. Ich würde sagen, dürfte eigentlich nichts Interessantes mehr hier sein. Jo, dann gehen wir halt mal kurz raus, wa? Okay. Also, eben bei Lugia muss man irgendwie halt beide Kristallblumen, obwohl wir nur eine gesehen haben, muss man irgendwie beide aktivieren. Und dann würde es aufwachen. Schön, schön. So, und da haben wir den Guten befreit von diesen beiden, naja, Viechern halt, war. So, hier schläft den Schlaf der Gerechten, hier irgendwo soll noch eine zweite Blume gewesen sein. Naja, von mir aus. Ein legendäres Pokémon. Sehr schön. Alle Pokémon-Arten! Hä? Haben wir Lapras? Ja, logisch. Bin ich ein Trottel. Natürlich haben wir Lapras schon. Lapras haben wir schon vor anderen Gebieten hier bereits gefangen. Mensch, bin ich doof. Sorry Leute, habe ich nicht ganz übersehen. Ja, Lapras, ja, das andere Pokémon, was man hier auf Level 3 jetzt eben unter Wasser noch fotografieren kann, aber wir haben sie bereits. Also insofern, doof. So, scheiß drauf.
nutzen wir die Zeit. Ich hole mir noch mal Lugia, weil ich will jetzt wissen, wo zum Henker diese zweite Kristallblume sein soll. Ne, hier steht nur, you can awaken it by activating both crystal blooms. Above and next to it. Ja, gut. Da wir den Wege bereits haben. Aber nicht, dass wir jetzt irgendwie Lando nochmal befreien müssen. Deswegen gehe ich jetzt mal straight durch. Vielleicht kriegen wir irgendwie noch sonst eine geile Szene zu sehen. Da sehen wir auch nichts. Gut, ja, den Toxe haut ab, ja schön. Da haben wir Starmie, wie es im Abspinnen ist. You spin me right round. So, wir können es ja theoretisch mal aktivieren, das Event. Da, dort. Sind das die beiden? Das quasi gefangen nehmen, könnte man sagen. Quabbel, quabbel, schwabbel, schwabbel. Schwabbel de Quabbel. Lord. Ja, ich weiß. Du bist groß. Dass die Quabbels wohl mit Land tun wollten? Vielleicht sind sie auch nur riesen Fan von ihm. Kann ich irgendwo durch verstehen. Ich meine, Wasser, Elektro-Pokémon, das sieht man nicht alle Tage. So. Dann nehmen wir nochmal ein hier in die schöne Höhle. Und gucken, wo zum Henker sind hier die ganzen Kristallblumen? Lugia Kristallblume, ja, schön. Weiter. Die habe ich auch gesehen. Wo ist die andere? Hä? Wisst ihr, angezeigt, gescannt und so wird gar nichts. Okay, nee. Sorry Leute, ich habe keine Ahnung, wo die sein soll. Es tut mir leid, daraus wird nichts. Kein Plan, wo die ist. Wirklich, gar keine Ahnung. Geil, von den Toxen irgendwie nichts Neues. Gut, Stufe 3 habe ich halt bereits. Ja. Wobei, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, das Bild. Komm. Das kann man sicher neu bewerten und im Pokédex und im Fotodex einführen. Ja gut, nee, ich finde es geil, komm. Sowas ist nicht immer. So, Starmie noch, perfekt. Ja, in das Riff haben wir abgegrast, wie man Lugia sonst noch catchen soll. Ja, eben. Können wir sonst auch gerne in den Kommentar schreiben, wo zum Henker die andere Kristallblume sein soll. Ob ich jetzt einfach zu blind war, die zu sehen, oder ob ich irgendwie auf gut Glück irgendwie schmeißen muss. Aber eben, ich habe die zwei nicht gesehen, der Scanner auch nicht. Das wundert mich ja auch ein bisschen, wenn ich eigentlich im Scanner durchgehe. Zumindest im Fragezeichen hätte er mir eigentlich anzeigen müssen. Also ich habe es bereits einmal irgendwie erwischt, aber ich bin ja auch mit dem Cursor durchs Bild gehuscht. In der Hoffnung, dass irgendwie, falls ich es wirklich vergessen hätte oder übersehen hätte, dass zumindest der Cursor das noch irgendwie auffängt. So. Floreo, Belus, Volca, Copia, alles durchgemacht. Hier, Schneefall ist eigentlich auch schon soweit durch. Das heißt, kommen wir halt hier hin. Höhle und Luminazone. Weil dem viel fehlt sonst ja nicht mehr. Die
die Frage, was fehlt hier noch alles? Auch natürlich hinsichtlich Alternativwegen. Aber ich sehe schon hier, ich glaube, das können wir uns mehr oder weniger noch sparen, weil doch sehr viel, was noch kommen würde, ist dann Stufe, oder erst ab Level 3. Ja, manchmal kommt was raus, manchmal eben nicht. Wasserfälle, da mit der Kristallblume, wo wir dann draufschmeißen könnten und dann käme irgendwie ein Carpador runter. Gengar ist weg. So, Pipi. Ja, aber auch da ist irgendwie nichts Neues. Hä? Die Hitze des Magmas. So, das haben wir auch schon gesehen. Ja, servus. Grüß dich auch. Das ist eigentlich sonst recht wenig. Jo, hier ist echt wenig los. Schade irgendwie. Ich sehe schon, es sind wieder viele Pokémon. So 4, 5 herum, die erst auf Stufe 3 auftauchen. Doof. Stufe 3, ich hasse das so weit. Ja, 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 ja. Immer diese Stufe 3. So. Jo, Schienhacken da. Gut, ja. Kann natürlich auch sagen, die Stufe 3 gar nicht mehr so weit entfernt. Ja. Ja, ja. So. Aber trotzdem machen das natürlich offscreen, Freunde, weil da bringt sonst gar nichts hier. Was wir noch machen können, ist mal noch in die Lumina-Zone gehen. Zum gucken, ob dort vielleicht noch irgendwie Pokémon sind, die wir sonst in der Höhle auf Stufe 3 begutachten müssten.
Wobei es heißt müssen, ne? Aber trotzdem. Gucken kann nicht schaden und gucken kostet auch nichts. Schön an diesen Lumina-Spots ist irgendwie alles, was man irgendwie freischalten kann, ab Stufe 2 bereits freigeschaltet ist. Viel mehr gibt es gar nicht. Okay, gibt es so FM, die sind nicht unbedingt neu. Mit per Wohl gewaschen auch nicht. Stahl aus den Triggern, wa? Stalos auf dem Weg. Ey Mann, wer stört hier meinen Schlaf? Und ich so, ja, da bin nur ich, ey. Ich bin ja niemand. Ah, der war gut. So. Dann war ja hier irgendwo noch dieser Alternativpfad, war? Wobei, da waren wir auch schon ein paar Mal, also insofern. Ja, die Lumina-Zone bringt nicht viel, da muss ich recht halt nochmal. Na, schade. Vielleicht wird Stalos. Wird Stalos hier nochmal rauskommen. So. Den kennen wir auch schon. Ein Alternativweg. Gut, aber eben Sabiri ist jetzt auch kein neues Pokémon mehr. Die anderen haben wir auch schon gesehen. Ah, gibt trotzdem noch nette Fotos. So. Ja. Mein gelohnt hat es trotzdem, so ist es nicht. So, ja, habe ich Professor, haben wir. So im Sinne von Let's check it out und so. Da freuen die sich. Das ist natürlich schön. Stalos, Stufe 1, Stufe 2 haben wir schon. Das hier auch. Okay, schade, dass es nur Stufe 2 ist. Nette Pose. So. Leider auf diesem Ausflug keine neuen Pokémon, soll uns aber sonst soweit recht sein. Da es eh eigentlich um das andere Areal geht und noch ein bisschen was machen muss, damit eben was Neues auftaucht. Das Rentner Streckenpunktzahl, sehr gut, sehr gut. Jo, würde man sagen, dann nächste Folge könnte dementsprechend auch schon die letzte Folge sein vom Let's Play. Weil eben, ganz heißt Let's Snap It All. Damit meine ich nicht irgendwie alle Sternefotos und so. Nee, da sollen die mal irgendwie Bock drauf haben und so. Kann höchstens so sein, dass ich das offscreen mache und am Schluss einfach zeige, hey, so sehen meine, irgendwie da mal, so sehen meine aktuellen Fotos aus. Ich habe alles wirklich 100% komplettiert. Kann man machen, muss man aber nicht. Nee, ich werde bis zur nächsten Folge offscreen halt hier noch Stufe 3 machen. Dann gucken wir den neuen Pokémon an, die es hier gibt. Und dann nächste Folge gehen wir auch noch hier rein, nach Aurun. Da muss halt auch noch gucken, hier vor allem mit den Ruinen.
ob es nötig ist, dass ich halt hier auch noch auf Level 3 mache. Oder ob es bereits reicht, so wie es gerade aktuell ist. Ich persönlich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass ich noch so viel fehlen könnte. Oh, doch, warte mal. Oh, weil das... okay, das eine findet man auf Level 2, das andere auf Level 3. 2 Pokémon gäbe es hier noch. Vielleicht eines davon, was man irgendwie auch... Nee, schade. Oder schon, dass man irgendwie das in der Illumination auch erwischen würde. Okay, komm, dann machen wir es aber so. Ich werde dann halt hier die Ruinen auf Level 3 machen. Und dann in der Hoffnung, dass wir in der nächsten Folge sowohl Aurum als auch Durus, also in die Höhle, komplett abschließen können. Dann hätten wir es. Dann hätten wir wirklich alles 100% gemacht. Also 100% im Sinne von die Story durchgespielt plus alle 214 Pokémon gesammelt. Und dann sind 206, also 8 Stück fehlen noch. Naja, das klingt jetzt nach viel, aber... Wie gesagt, es kann sowieso nur die auf den beiden Inseln sein. Wir können sogar mal... Moment. Wir können mal ganz klugscheißer mäßig drauf sein. Hier haben wir pro Reihe 6 Pokémon. Insgesamt auf einer Seite also 18. Deswegen hat Schwalbini Nummer 18. Das heißt, es müssen wir in 18er Schritten weitergehen. Felino 54, Knapfel 72, dann kommt die 90. Jo, dann die 108. 26, 144. 62 stimmt auch noch, 180. Ja, also ersten 10 sind schon mal komplett. Da kann gar nichts mehr irgendwie schief gehen. So, hier stimmt schon nicht mehr. 3, 4, 5, 6. Das sind ja die in der Höhle da, war. 8. 89 fehlt. Hier fehlen 5 und 96. 80 vorhin gesagt. Ja. 97, hier fehlen 98, 99 ja auch noch. Dann sind wir halt schon auf der beknackten Insel. Beknackt vor allem. Hier fehlt 1. Absol haben wir schon. Ja, 12, 13. Ah, interessant. Okay, da werden wir doch bis zur nächsten Folge noch ein bisschen genauer informieren, welche 8 Pokémon uns noch fehlen und die erwischen wir hoffentlich dann in der nächsten Folge. Zurück hier bei New Pokémon Snap. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dann, wenn alles gut geht, mit der letzten Folge. Bis dahin, bye bye.